Lei Freunde, ich weiß nicht, ob das ein gut oder ein schlecht Zeichen ist, dass mir just wo ich zurückkomme, dass meine Frau zum Saal rausgegangen ist, gesehen. Bon, Lei Freunde, ich bin am Anfang immens froh haut. Ich bin froh, weil da der Haut, meine ich, auch noch draußen ein anderes Gesicht wie an der Vergangenheit gewesen wird. Es sind Haut den 9., aber mal sogar den 10., den heute fort, ob er im Kongress ergreift, wird am Anfang an ist das für die Jahre für drin, wo dann fangen wir sehr gegangen ist und dann nicht alle müssen lang schwätzen. Haut haben wir gewissen, dass an dieser Partei wir viel Leid tun, die Kompetenzen haben, die den Elan haben, für den Kongress zu schwätzen, und wenn sie noch lange nicht all, die wir heute könnten oder so anzuhören, am Namen von der Partei können schwätzen zu lassen. Das ist eine immens positive Entwicklung, die wir als Partei mitgemacht haben, und das schon ein paar Mal heute angeklungen. Wenn wir gucken, wie viele Leute wir in den letzten 2-3 Jahren beikriegt haben, und vor allem am letzten Jahr Leute beikriegt haben, und wo wir nicht zecken als Partei, für die Leute direkt mit an Feierungsgremien, an den Statuten schreiben, 4-3 Monate muss ich an der Partei sein. Wir hätten am liebsten so schon echt gekommen, man muss aber die Statuten respektieren. Wir Leute, die in 3 Monaten an der Partei sind, die können direkt bei uns bis an die Spitze von der Partei mitschaffen. Das beweist, dass wir absehen für neue Leute, für neue Ideen, aber wo auch jeder kann direkt seine Ideen mit heranbringen. Wir haben dafür Kompetenz beikriegt, aber wir weisen aber nach außen geschlossen hin. Wir stehen als Partei wie E-Block, haben als Grundsatzprogramm und haben als Wahlprogramm. Es gibt keine Spannungen mehr an unserer Partei. Wir diskutieren an unserer Partei, aber wir sind als praktisch bislang noch immer an alle Punkten eins gehen. Wir weisen dafür als ADR den W für Lützeburg. Und ich will anfangen, als die letzten von den Rednern, die vorgesehen waren, just eine Reihe von Punkten, die der Morgen von den verschiedenen Rednerinnen angeschaut haben, weisen, was für die wichtigen Punkte sind. Kurz Renten. Renten haben wir als Partei, das weiß ich, haben wir Geschichte geschrieben. Aber wenn wir am Privatsektor heute so gut Pensionen haben, dann ist das just dieser Partei zu verdanken. Aber wenn wir uns Sorge machen auf 2 Punkten, dass die langfristige Finanzierung von uns als Partei für die Renten, so hat man auch tote Courage, Ideen zu proposieren, die Pensionen nicht an Tonnen nicht wurzeln lassen, aber wo man den Ajustement gebremst geben und da man dann langfristig eine Lebenschance der Pensionen gehen an. Wir stellen aber auch fest, durch das haben wir kein Altersarmut, das der Morgen angeschnitten gibt von Silvi. Wir stellen aber fest, dass wir immer mehr Witfrauen Haut kriegen, die ein Risiko kriegen, an die Altersarmut zu fallen. Und dafür muss man eben dann auf dem Punkt umsetzen. Und wir werden das an unserem nächsten Wahlprogramm machen, für eben auch gegen die Altersarmut hier im Land umzukämpfen. Leute, die ihr Leben lang geschafft haben, müssen noch können menschenwürdig ihr Lebensende organisieren. Das darf nicht sein, wie das in Deutschland, dass das Leute dabei mal aufgespeist gehen mit Mindestpensionen von ein paar 100 Euro oder mit Hartz IV. Nee, die Leute haben ihr Leben lang geschafft, aber wir werden auch als Partei dafür sorgen, dass sie können lebenswürdig ihr Lebensabend verbringen. Ein zweiter Punkt, wo wir als ADR Akzente gesagt haben, das war am Juni 2015 beim Referendum, wie wir mir keine andere Partei klar und deutlich 3-mal Nein gesagt haben. Wir haben nicht gezeckt, wir haben nicht geschwadroniert, wir haben klar Massage gehen, aber wir müssen feststellen, wenn ich so an die Punkte, die wir haben, da sind das lauter Punkte, die an der ganz großen Majorität von den Leuten hier im Land mit uns gedeelt gehen. Sieft das was Rentenbelang, sieft das was das Referendum. 80% von den Leuten haben so gewählt,
Nicht, weil wir es gesagt haben, weil sie auch so gedacht haben, wie wir als ADR. Das muss uns zu bedenken, wie tief als Ideen mit dem Volk als Lützeburg verwurzelt sind. Aber wenn wir darauf hinweisen, dann muss man gleichzeitig darauf hinweisen, nicht so, wir wären die Einzigen. Dass all die anderen Parteien, denen 80% an der Rück gefallen sind. Das haben wir beim Nationalitätengesetz in Lützeburg schon gesagt, nein, für das Wahlrecht, aber für Lützeburg muss ich noch Lützeburg schwätzen. Aber was machen sie noch? Sie setzen Konditionen vom Lützeburgischen auf. Dafür, ich muss ich noch aufpassen, dass wir den Leuten ganz klar Differenzen sind. Und dazu gehört dann noch die Sprache. Das ist keine Partei, die sich so intensiv mit Lützeburger Sprache als systematisch ersetzt wie die ADR. Aber wie die Petition kam vom Kollege Welter, den mittlerweile bei seiner Partei ist, mir leider krank ist und heute nicht kann heißen, haben wir auch die Petition unterschrieben. Und die Antwort auf die Petition ist, dass die Regierung lo ein 20-Punkte-Programm vorgelegt hat, den aber über 20 Jahre geht. Aber wo an dieser Legislaturperiode nichts Konkretes mehr umgesetzt. Das ist also ein Programm für Zeit zu wandern, ein Alibi-Programm für über Distanz von der nächsten Wahl zu kommen, an die Punkte, die konkret dran sind, wie zum Beispiel, dass sie als europäische Sprache erkannt gehen, dass nur die Internetseite von der Regierung, von der Chambre auf Lützeburg sind, dass die Gesetzestexte sollten auf Lützeburg an den ersten Phase kondensiert verfasst gehen, dass sie soll an Verfassung kommen, alles dazu Punkte aus dem ADR-Wahlprogramm, die wir schon über Jahre haben, den sie von uns überholt haben. Ein weiterer Punkt, wo wir voll mit der großen Majorität, so ich schreibe, von den Lützeburger Auferstandenen sind, oder sie mit uns, als das Verbot von der Burka. Auch hier wäre die ADR, die den Idee an die Initiative eine Proposition de loi zu deponieren, die auf dem französischen Text basiert, der ja legal ist und auch von der Cour de Justice als legal akzeptiert gehen ist, wo man eben ein Verbot von der Burka gemäht tun, aber wo du mehrmals HSV gesagt hat, oh, da kann die ADR bei den vielen Punkten, und aus der Laurent Moser gegangen, und er schreibt als Proposition de loi auf, und er deponiert sie nicht an der Chambre mit dem Namen von der CSV. Was das noch nie ging, an der Geschichte vom Lützeburger Parlament, dass ein Deputiert von einer anderen Partei eine Proposition de loi aufschreibt, für sich man an Fenster zu schreiben. Wenn ein Deputiert oder eine Partei eine Proposition de loi deponiert, dann sind sie damit einverstanden, aber das Ideen sind einverstanden, und ich unterstützen sie. Wir schreiben sie nicht doof, für die Leute an der Welt zu machen, das nicht sie, mit mir werden die das gemäht tun. Dafür, meine ich, muss ich noch sagen, für wer da der steht, an dem da der, an der Regierung da einmal Gambia kein Gesetz will, da müssen die 105 Gemeinden am Land Reglemente machen. Reglemente, wo dann muss anfangen, wenn in ein Dörfer kommt, muss ich Schild kommen, nicht nur, wo drauf steht Testbar oder Rümmel, mir muss auch schon hier als Burger erlaubt, und die nächste Gemeinde sind bei uns also verboten, und die einen sind bei uns, wenn ihnen nur nicht, da kriegt ein Deichstrof, die andere Gemeinde sind von ihnen, da kriegt ein Deichstrof, das ist verrückt. Für warten, weil die Regierung nicht die Courage hat, für ein Gesetz zu machen, was für alle Gemeinden am Land selber ist. Aber wenn sie intern Probleme sind, die gering, die am meisten Mauern, aber wenn an der DP, an den Sozialisten Tendenzen gibt, 4 Burka Verbot, haben sie dann durch den Krämer der Lotkeier, und haben sie dann wie beim Staatsrat gefunden. Der Staatsrat wird ja mal das Gesetz, was das einfach was er könnt machen. Hallo, haben sie natürlich intern Probleme, es hängt aber, wenn es an die Richtung geht, mehr, sie sind ja in der Regierungsniveau noch nicht eins, und dafür wird die Diskussion auch noch weitergehen, mit der Einzelpartei, die von Anfang an klar auch eine Meinung hat, fährt da der. Für 3 Jahre bei unserem Kongress haben wir Diskussion lanciert, Zukunft Lützeburg. Auch ein Thema, das alle Menschen Mistamfang am Land interessiert, und dass die neuen Urgeschnittenen gehen, auch eine Menge Vierredner, dass wir von 1,1 Millionen schwätzen, da schwätzen wir von 1,5. Wenn wir ums System nicht ändern, und das System so bestehen lassen, sind wir auch kondamniert, so weiter zu wurzeln.
Und das muss man dafür mir als ADR thematisieren, wenn man so muss mit den Leuten schwätzen. Aber wenn Leute so, nee, ich will nicht, dass an 30 Jahren 1 Million wohnen und dass an 60 Jahren dann müssen 2 Millionen wohnen, weil das System, wie wir los sind, verlangt, dass den immer und immer mehr wirst und dass das Problem dadurch für die kommenden Generationen immer mehr groß wird. Also muss ich natürlich mit den Leuten darüber diskutieren, für so, wo das hinfährt. Und da finde ich noch eine Bereitschaft bei den Leuten für etwas zu ändern. Und das muss nicht immer populär sein, wenn ihr etwas ändert. Mit das aber wichtig für die Zukunft vom Land. Wir haben zum Beispiel als ADR, was sicher nicht populär ist, die Steuerreform nicht gestimmt. Nicht, weil wir den Leuten keine Steuererleichterungen verlangen. Wir wollen aber eine Steuerreform an die WSG, was sie kostet. Die eine schwätze von 300 Millionen, die andere schwätze von 800 Millionen. Aber die müssen integral gelehnt gehen. Und der Staat bezieht sich Schulden nicht zurück. Der Staat bezieht nicht mehr Zinsen. Und irgendwann müssen die kommenden Generationen die Schuld eigentlich zurückzubezahlen. Muss ich den Leuten das erklären. Mir noch geht nach Salarial dagegen gestimmt. Nicht, weil wir denen nicht etwas beisetzen. Nee, weil wir so, die so müssen auch lehnen gehen. Aber wir wissen, dass die Staatsfinanzen von 2003 bis alle Jahre am Defizit waren, mit Ausnahme vom Jahr 2007. Aber wir wissen, dass wir das Jahr 2017 über 1 Milliarde Defizit am Staatsbudget haben. Dann jemand als an eine Aufhängigkeit für immer und immer muss mehr sehr weiter zu wurzeln mit all den Konsequenzen, die wir noch nicht mehr packen. Weil trotzdem mit 4% Wurzeln an der Staat, Land so viel gewusst ist, sind Staatsfinanzen am Defizit. Trotzdem an den letzten 10 Jahren 100.000 Arbeitsplätze zusätzlich geschafft haben, als der Chômage an demselben Zeitraum von 10.000 auf über 20.000 abgegangen. Wir kommen nicht mehr Nachfolgekosten von dem strammen Wachstum zu finanzieren. Sie hilft das an den Straßen, sie hilft das an den Infrastrukturen insgesamt. Es wird nicht mehr, wenn ein Land fließt, da muss alles wachsen, von der Crèche bis oder von der Maternität bis bei Mord, alles zu der Tische muss dann angepasst gehen. Aber wir kommen nicht mehr nur, all die Infrastrukturen dort zu bezahlen, dass sie mit dem Logement geschwärzt gehen. Sind wir mehr reich gehen, wenn ein Schurenthalt muss an Grenzregionen wohnen gehen. Früher konnte jeder sich halt zu Lützeburg nach ein Eigenheim ausschaffen. Heute, wenn nicht die Eltern oder die Großeltern helfen, als ein junger Mensch nicht mehr mehr, wir können hier am Land sich ein Eigenheim anzuschaffen. Also das, was wir wollen, dass das noch immer weitergetrieben wird. Den Transport, Stauen, die Dedikation, die Integration, alles das sind Probleme, die wir nicht mehr packen, wenn wir das machen. Und dafür machen Leute so, das ist eine Partei, die ist ein bisschen konservativ. Aber was als Konservatismus, das ist einerseits das erhalten, was wichtig ist, was gut ist, und was diesem Land gedient wird. Und dazu gehört für uns auch die Familie. Familie. Was für eine Partei tritt nachher am Land für die Familie an? Wobei mir so eine Familie als da, wo ich kann das. Ob das eine Person ist, die länger sehen das, oder ein Koppel ist, die zusammen lebt, wenn sie kann tut, dann muss sie geholfen kriegen. Hier am Land steht eine Familie mit Kanner mehr schlecht da, wie eine Familie ohne Kanner. Das darf doch nicht sein, an Ziel, wie es darauf angegangen. Wir müssen dann von hier kommen, dass man so eine Familie, die guckt, dass die Kanner auf die Welt kommen, die muss besser durchstehen, die muss encouragiert gehen, sie muss belohnt gehen, dass sie das machen. Aber was möchte die Regierung? Sie straft sie. Und ich meine, dafür, wenn wir für uns für die Familie ersetzen, wenn wir uns für den Mensch ersetzen, an Kant an den Mittelpunkt setzen, an den Mensch an seine Integralität. Und dann setzen wir so für das Leben von Menschen an. Und zwar von der ersten Sekunde, wo gezeigt wird, dass bisher nur zu seinem natürlichen Tod. Da verschummen wir uns nicht als Partei. Da verschummen wir uns nicht als Partei, aber wir sind hoffentlich, dass es in diesem Land nach einer Partei gibt, die den Wert vom Leben schätzt und sich auch dafür ersetzt. Auch daran stimmen wir Längheit am Land. Als Flüchtlingspolitik haben wir für 3 Jahre ein Dokument für eine Pressekonferenz publik gemacht. Und wenn wir heute gucken, dann ist alles das, ich brauche nicht an Details anzugehen, aber alles das, was man für 3 Jahre geschrieben hat, ist an der Zwischenzeit angetragen. Und heute könnte das ein Land, das andere Land, auch auf europäischem Niveau, los kommen sie auf die Ideen, die auch an unserem
Dokument für. Das ist just heute Lützeburg, du hast nach Madame Kern an der Asselborn an Madame Merkel an die Wunsch war Eva, aber sie drei sind am Anfang nach die Einzigen in Europa, die eine Idee vertreten, die wir nicht vertreten wollen erkennen. Aber wir sehen auch, wo das hinfällt. Wir haben uns als Europa und den Erdogan verkauft. Mit Milliarden Subventionen, für das Madame Merkel politisch überlebt. Weil wenn du nicht ein Barriere gemäht hier ging, an Deutschland hat letztes Jahr so ein Weltkrieg wie das Jahr für drunter wird man der Merkel haut schon nicht mehr do. Und dafür wird eben ganz Europa bezahlen. Aber wie möchte den Erdogan der Haut der Gag mit Europa? Wie möchte der Gag mit Europa? Und muss sich vorstellen von der Integration. Weil gesagt wird, wir müssen Flüchtlinge integrieren, ja. Aber da kann man gucken, mal diese Grenze. Da sind so viele Leute, die in türkischer Nationalität und die in Deutschland geboren sind. An den Haut auf die Straße gehen, an manifestieren gehen für quasi einen Diktator, einen Erdogan, die aber in einem demokratischen Staat leben, wo Werte wie Demokratie, Menschenrechte, Organisationsfreiheit, alles übersteht. Leute, die da geboren sind, treten an Deutschland an für einen Erdogan. Und da geht ein Erdogan hin und er sieht dann, hallo, für uns WDs, hier wird Leid opfordern, hier sind Leid opfordern an Europa, 5 Kanner zu kriegen. Da müsstet ihr aber bei jedem Klick gehen. Aber wenn wir so, dass die Türkei nicht an die Europäische Union gehört, auch noch da sind wir die Einzigen, die dazu. Da soll man einfach, weil die Türkei eben von seiner Geschichte hier, von seiner Geografie hier, nicht an Europa gehört, zu Europa gehört. Und dafür soll man klar, nein, für die Türkei soll Vollmember an die Europäische Union gehen. Die Türkei, also überhaupt schon kein Debatte, so, ohne dass sie an die Europäische Union am Gangen, Europa schon zu besetzen. Weil man gesehen, wie gezielt Leute aufgefordert gehen, auch nach Kanada zu kriegen, an Europa sich für das Regime stark zu machen, die bei Eis von keinem Gift an Gedanken kommen. Da versteht, dass ich nicht kann, den Tour von all den Politiken, die in Eisheit von den anderen Parteien aufschließen kann, ohne auch nach Wort über den Tram zu verlieren. Wir sind noch dort die einzige Partei, die von Anfang an nie gesagt hat, weil man einfach davon überzeugt sind, dass das Problem, das wir hier im Land tun, das ist nicht an der Stadt, ob du nur durch eine Avenue ein Bus fährt oder mal ein Tram. Da wird das Problem nicht wissen. Das Problem, das wir haben, das sind meist die 10.000, die am Staustief hier anstehen, und oben die 10.000, die am Staustief aus der Stadt rauszufahren. Und das Problem ändern wir nicht mit einem Tram. Und dafür wären wir auch hier die einzige Partei, die eine andere Idee gemacht hat, nämlich den City-Tunnel, wo wir gesagt haben, vorher mit dem Zug, in der Stadt durch, da wandern wir auf den Platz, und wir bringen die Leute direkt auf die Stadt, auf den Platz, wo sie gehen, da wandern wir auf den Platz, wir wandern die Lebensqualität, und wir lösen das Problem vom Stau, wenn wir den Leuten einen besseren öffentlichen Transport unternehmen. Und nun sind 14 Tage, also bei RTL, Thema, der Numm für den Tram. Das kriegt ihr von mir ist wieso, wie sie wenn, also mich bestimmt keine Familie sich, von der ihr kann, kriegt am 4 aus so viel Gedanken, für den Numm von einem Kant soll sie wie Lot ganz lang, von Moes bis Oves schon bald emmerdeiert geht, für do niemand zu fangen, an aufzustimmen, für das den Tram soll in Numm geht. Da wie ich mir das alles so hey und vielleicht war so rosen, hast du dann nicht auch Kinder einen Numm wie Vater gehen an tun? Wenn man ja nahe Lützeburger Numm sich dann schrift man ja Flip. Flip also flotten alle Lützeburger Numm. Und dann ist mir gedacht, man will den Flip, aber das ist ein Flop geht. Und da praktisch soll man nicht den Flop nennen. Aber wenn wir frei sind, aber wenn wir frei sind, können wir auch noch so einen Flipchen. Das wird ein flotten Numm, und er gibt nicht nur dem Tram einen Numm geben, er gibt auch noch
Realität vom Traum an seinem Numm mat Rëmspiegel. Dëffe proposéiere mir de Flöppchen. Die Damen und Herren, les Freunde, ich komme zum Schluss. Der gesieht, dass man eine ganze Reihe von Punkten einzigartig als Partei sind. Wenn man allein die mit Themen vertreten und auch klar vertreten. Die anderen laufen als immer no. Verschiedene Leute haben gesagt, wir geben sie für uns hier treiben. Nee, weil wenn wir sie für uns hier treiben, dann wären sie ja für uns. Nee, wir treiben sie nicht für, sie laufen uns no. Sie wollen lösen, die brauchen uns ein bisschen Zeit. Wir fanden all die Ideen, die wir an den letzten 10, 20, 30 Jahren mittel, fanden sie rum. Allerdings sollen sie dann nicht für hier Ideen, mit den Ideen, die wir machen. Sie kopieren uns. Sie kopieren uns immer mehr. Und muss in wissen, eine Kopie kann so gut sein, wie sie will, das ist nie so gut wie das Original. Und das Original, das ist da der. Wir weisen den Weg für Lützeburg. Wir müssen als Partei zusammenhalten. Wir müssen weiter kommunizieren und an unsere Strukturen sind wir da auch am Gange besser zu organisieren, dass wir von innen rauf und von oben rauf müssen diskutieren, für dass wir, egal wo wir stehen, nicht nur am Nationalkomitee, sondern an den Bezirken, bei den Frauen, bei den Juren, anderen Sektionen, all aus einem Mund diskutieren. Da haben wir noch einen Nachholbedarf an der Struktur, an der Organisation. Intern muss man besser kommunizieren, und extern muss man noch besser kommunizieren, für das als Meinung auch mehr nach außen gedroht ist, dass wir da bei den nächsten Wahlen werden ein gutes Resultat kriegen. Und die nächsten Wahlen, das sind Wahlen, die unsere Meinung noch mehr ideologisch. Wir hatten eine längst ideologische Regierung, wobei ich so, wenn die Grünen und Sozialisten ein bisschen längst sind, das kann ich verstehen. Bei der DP oder schon mehr Probleme für etwas zu verstehen. Und die nächste Grund wäre der Choix. Entweder so sie, man hätte gerne die Gambia soll führen, da kriegen sie eben eine Majorität. Was sie auch streben. Am Notfall mit der Linken nach dabei. Weil dann, da gibt den Büttel nicht ausmachen. Auch nach die Linken, man dann Potsdam, Tapsas, hier bleibt Premier hier in dem Land. Ob es Leid hat wollen, das dezidieren sie am Oktober nächstes Jahr, wenn wir Chambers fallen. Oder ob sie gerne eine Änderung hätten. Aber wenn sie gerne eine Änderung hätten, dann ist ja sowieso CSV dabei. Und CSV hat Sitze genug, ich gehe so, das ist schon zu viel. Sie brauchen also, die Leute brauchen für eine Änderung nicht CSV zu wählen. Wir müssen dezidieren, nicht wenn CSV will mattölen, wir wenn CSV muss mattölen. Weil wir wollen als ADR nicht an eine Regierung, wenn wir gerne an eine Regierung kommen. Aber wir wollen schon gut an eine Regierung für einfach der CSV eine Majorität zu gehen. Nee, wenn wir wollen an eine Regierung gehen, dann ist das für Kehrpunkte und Akzente von unserer Politik auch an der Regierung durchzusetzen. Und davon leidet der Choix, ob sie gerne hätten, CSV soll mit den Geringen eine Koalition machen. Und dann lebt ein Teil von der Gambia-Politik eben mit der CSV weiter. Oder sie hätten gerne die wirklichen Changements zu Lützeburg kommen. Und dann müssen sie massiv ADR stimmen. Weil nehmen die ADR, also mehr für die wirkliche Wirsel hier am Land durchzusetzen. Und das bringen wir fertig, liebe Freunde. Kommen wir halt zusammen, schaffen, Tag für Tag, bis nächstes Wahlen. Lützeburger stehen dann deutlicher, Hanno Runay, Sonja Schmerzi.